Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal die Pressekonferenz vor Aston Villa zu später Stunde. Ich bin auch schon ein bisschen müde, aber ich bin natürlich gespannt, was der Serge so zu erzählen hat. Ich habe auch schon hier ein perfektes Standbild, Alter. Bild. Leute, wie immer, bevor wir reingehen, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ist völlig kostenlos auf YouTube. Vielen lieben Dank dafür. Und damit rein in den Bums. Durch mal Serge seinen Blick an hier und mein Standbild. Aston Villa tomorrow in the UEFA Champions League, usually the day before. Welcome to the press conference, starting today with Serge Gnabry. Hi Serge. Hello. Let's go. Let's go to the mall, Alter. Raise your hands and wait for the microphone. Ich sehe gerade, dass meine Pfanne ein bisschen groß ist, wa? Sport 1. Ja, hallo Serge. Kleiner, ja. Deine Rückrunde in der vergangenen Saison war geprägt von Rückschlägen. Wenn du gespielt hast, warst du gut, aber dann warst du wieder verletzt. Jetzt bist du eindrucksvoll zurückgekehrt. Vielleicht kannst du mal die letzten Wochen und Monate so aus deiner Sicht beschreiben. Du hast ja zum Beispiel auch früher ins Training bist du eingestiegen. Die letzten Wochen und Monate waren natürlich definitiv sehr viel besser als... Ich weiß gar nicht. Haben wir jemals einen Serge Gnabry da sitzen sehen in den letzten 2 Jahren? Bild. Ende der letzten Rückrunde. Leider mit vielen Verletzungen letztes Jahr. Dieses Jahr fühle ich mich gut. Ich hatte etwas länger Pause natürlich, leider auch die EM verpasst. Aber ja, in der Vorbereitung denke ich gut Gas gegeben. Meinem Körper geht's gut und ja, ich freue mich einfach wieder viel zu spielen. Okay, Tobias Altscheffel für Sportbild, ja. Hi Serge, du hast gesagt, du hast die EM verpasst. Wie war das für dich, die EM zu Hause oder dann im Urlaub? War super. Hat denen richtig Spaß gemacht bestimmt, oder? Hat er sich gedacht, ach gut, kann ich mich endlich mal ausruhen. Du warst ja unterwegs, hast ein bisschen erzählt, anschauen zu müssen. Und was wird es dir bedeuten nach dieser bisher starken Saison in der Nationalmannschaft im Kader, der am Donnerstag... Alter, wer atmet denn da so ins Mikrofon? Junge. ...bekannt gegeben wird, wieder zurückzukehren? Vielen Dank. Ich denke, ich habe schon im letzten Interview mal gesagt, dass es, glaube ich, wenig Schlimmeres gibt für einen Sportler, als so ein Event zu verpassen. Gerade im Fußball die EM, ja, die im eigenen Land noch stattfindet, war extrem bitter. Aber sind wir ehrlich, dass er noch fit gewesen wäre, von seiner Leistung her, die er die Saison gezeigt hatte, wäre es auch nicht gerechtfertigt gewesen. Da ist es so gekommen, aber ich denke, irgendwann muss man es auch abhaken. Es geht dann wieder nach vorne und klar, mein Ziel ist es, wenn ich fit bin, immer bei der Nazio dabei zu sein. Deswegen würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, ja, wieder für Deutschland spielen zu dürfen, nachdem ich lange Zeit leider weg war. Ja, die Chancen stehen eher schlecht, wa? Wenn man das so sieht, worauf ein Nagelsmann so baut. Was ich auch verstehen kann. Ja, die Leistungen sind gut von Serge bisher. Ja, ob sie jetzt so außergewöhnlich sind, dass man sagt, ja komm, ich hole den Serge zurück, weiß ich nicht. Wird die Zeit zeigen, denke ich. Ja? Daneben der Kicker Mario Krischl. Serge, wir haben jetzt in den letzten Wochen schon viel über die neuen alten Bayern gesprochen unter Vincent Kompany. Wie würdest du denn so die ersten Spiele zusammenfassen und was hat sich speziell für dich als Flügelspieler auch geändert? So viel verändert sich jetzt auf meiner Position nicht. Ich glaube, da kann man das Spiel nicht unbedingt neu erfinden. Ich denke, unser Spiel ist im Allgemeinen jetzt gerade sehr gut. Es macht sehr viel Spaß. Es fühlt sich auch sehr gut an, sehr dominant. Versuche natürlich, so viel Ballbesitz wie möglich zu haben und dem Gegner so wenig wie möglich zu lassen. Und ich glaube, das gelingt uns gerade gut. Wir sind vorne auch effizient, deswegen können wir gerade nicht meckern. Dahinter Sky, Torben Hoffmann bitte. Naja, gut drumherum geschifft, würde ich sagen, ne? Aber ja, er hat natürlich schon recht, seine Posi hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, wa? Man muss halt mit nach hinten arbeiten, das war aber auch schon unter Tuchel so. Ja. Serge, du hast ja auch in der Premier League gespielt. Was erwartet euch morgen hier? Ich meine, erst mal seit langem, oder dass Sie auch wieder in der Champions League vertreten sind. Was sind so die Vorzüge dieser Mannschaft? Worauf müsst ihr besonders achten? Auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft, die letzten Jahre, glaube ich, sehr gut gespielt hat, auch unter dem neuen Trainer Emery. Und ja, sehr spielstark, physisch. Ich denke, alle Teams in England legen gern viel Wert auf die Physis, gehen oft ins Gym. Und deswegen denke ich, wird es ein sehr anstrengendes, sehr schweres Spiel und sie verteidigen auch sehr gut. Deswegen wird es nicht leicht werden morgen. Okay, Mikro weiter, ja, für die Bild-Zeitung, Mitchell Schröer. Hallo Serge, im Sommer gab es zahlreiche
Diskussion über deine persönliche Zukunft. Hast du dir eigentlich auch selbst mal Gedanken gemacht, den FC Bayern möglicherweise zu verlassen? Eigentlich nicht. Habe noch 2 Jahre Vertrag und deswegen habe ich mir dann... Ja, was soll er sich auch Gedanken machen, Alter? Er kassiert 17 Millionen bei uns. Ne? Was soll er sich da Gedanken machen? Hätte er woanders ja nicht annähernd noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, die Jahre davor gab es auch schon einige Gerüchte. Ist leider ein bisschen gang und gäbe bei uns im Verein, was ein bisschen schade ist für uns Spieler. Naja, also da muss ich mal einhaken. Nee, es ist gang und gäbe für Leute, die keine Leistung bringen. Ja, Punkt. Ja, ansonsten ist das null gang und gäbe in unserem Verein. Muss man mal klipp und klar sagen. Ja, es wurde noch nie irgendwie ein Spieler gesagt oder stand zur Diskussion, wenn die Leistung gestimmt hat. Ja, also das ist völliger Schwachsinn. Ja, dass das bei ihm jedes Jahr so ist, ja, soll er sich mal an die eigene Nase fassen, wa? Warum das denn so ist. Aber nee, also ich wollte nicht weg. Dann dein Nachbar Vincent Schirpke bitte für TZ Merkur. Hallo Serge, du hast gerade schon gesagt, für dich als Angreifer ändert sich nicht so wahnsinnig viel im aktuellen System. Wie ist denn generell so gewesen die letzten Wochen? Ihr habt ja teilweise extrem hoch gewonnen, habt sehr offensiv gespielt. Fällt es einem dann als Angreifer leichter, so zu performen? Definitiv. Also je mehr Ballbesitz du als Mannschaft hast, je mehr du attackierst. Ich glaube, wir sind auch gerade sehr konstant darin, über das ganze Spiel das Level zu halten, das wir am Anfang reinlegen. Ich denke, wir sind sehr, sehr dominant in den Spielen und klar, je mehr Optionen und Chancen du hast, desto mehr Tore kannst du schießen und für uns vorne macht es gerade extrem viel Spaß. Dann Torben Hoffmann bitte wieder. Serge, noch mal ganz kurz zurückzukommen auf den Trainer. Was zeichnet ihn besonders aus? Also er muss ja irgendwas mit euch auch gemacht haben, weil diese Intensität, Gier, all das... Fuhr mir doch nicht am Mikro rum, das ist doch so ein Scheiß-Mikro, da hörst du jeden Touch. Vermittelt ja, so den Eindruck hat man, glaube ich, von außen. Was zeichnet ihn ganz besonders aus? Was hat er mit euch tatsächlich gemacht oder angestellt? Das hast gerade schon selber sehr gut gesagt, dass er viel Intensität fordert, auch eine gewisse Gier, dass wir das ganze Spiel überaus Druck machen, dass wir den Gegner zu keinen Chancen kommen lassen und ich denke, das ist eine ganz klare Linie und im Moment gelingt uns das sehr gut. Und wie gesagt, es fühlt sich sehr gut an auf dem Platz, wenn du wieder so dominant bist und dem Gegner eigentlich keine Chance lässt, weil das natürlich die letzten Jahre vielleicht das eine oder öfteren mal uns nicht gelungen ist und wir dadurch in Schwierigkeiten geraten sind. Ist er anders in der Ansprache oder macht er irgendwas? Jeder Trainer hat eine andere Ansprache, oder? Nochmal. Ja, ich hatte auch viele, ja. Ja, deswegen, dann weißt du es. Also ja. Hinten an der Kamera der Bayerische Rundfunk. Kannst Mikro da lassen. Jeder Mensch ist unterschiedlich, ja? Ist doch völlig normal, ey. Und wahrscheinlich ist das die Ansprache, die Serge besser versteht, ja? Serge, ganz hinten, hallo. Hallo. Nimm uns doch mal mit in diese Tollhäuser, englische Stadien, diese Atmosphäre, was da los ist. Jedes Land ist ein bisschen anders, aber ich glaube, England ist ja doch ganz speziell, oder? Das ist auf jeden Fall ganz speziell. Ich glaube, es ist eine krasse Atmosphäre hier in England. Die alten Stadien bringen da sehr gut die Stimmung rüber und ich glaube, für die Menschen hier in England ist Fußball wahrscheinlich das Größte. Deswegen ist da die Stimmung immer sehr, sehr gut und ich freue mich darauf, morgen hier spielen zu können. Wie gesagt, es wird ein schweres Spiel, wahrscheinlich, oder das erste Champions League Heimspiel jetzt für Villa seit, was weiß ich wie lange und deswegen wird hier wahrscheinlich morgen die Hütte brennen. Tobias Altscheffel wieder. Serge spielt sehr intensiv und hattet in der letzten Saison oder in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit Muskelverletzungen, du persönlich auch. Bei dieser Spielweise jetzt, es hat sich auch in der Leistungsdiagnostik bei euch was geändert. Habt ihr was geändert in der Trainingssteuerung, in der Diagnostik? Nee, wir machen alles wie immer. Alles. Der Tuchel ist auch eigentlich nur da. Der Kompanie steht nur an der Seitenlinie als Gesicht. Dass man dem Ganzen vorbeugt, dass allgemein und auch bei dir persönlich eben nichts mehr passiert. Musst du ganz ehrlich jemanden das fragen, die Trainer, auch die Athletiktrainer. So viel Ahnung habe ich jetzt davon auch nicht. Ich glaube, als Spieler gibt man immer sein Bestes, was Thema Prävention angeht, was Extratraining zu Hause oder beim Verein angeht. Deswegen, ich habe jetzt eigentlich nicht viel geändert. Letztes Jahr war es sehr, sehr unglücklich. Warum es so passiert ist,
Ich glaube, kann man nie genau sagen. Jetzt gerade läuft es gut. Allgemein bei uns in der Mannschaft, was natürlich schön ist. Aber die genauen Details, die kann ich dir nicht geben. Also da bin ich auch zu weit weg. Ja, wie auch. Ja. Do you have an English question? Yeah, please. Wait for the microphone now. Okay. Wait for the You had microphone. a bit of an unhappy time here at West Bromwich Albion, not far from Birmingham. Yet you've had a fantastic rise from there. What was it? Did you sort of double your determination to make it as a top-class professional when you had that unhappy time at West Brom? Boah, ich habe den kaum verstanden, Alter. Der Akzent ist super geil, aber ich habe es kaum verstanden. I would think for sure, because obviously I was a young kid when I came to Arsenal, started playing pretty soon, and then I came here and didn't have too much of game time, which was the plan. So yeah, it didn't work out really well. At the end of the day, I met great people at West Brom. I had a good time still, and for sure I was very motivated after to show what I'm capable of, and yeah, that's for sure. And a bad time always makes you more hungry or more motivated, that's for sure. How bad was it? Sorry? How bad was it for you with the injury and everything else that you suffered? Yeah, with Tony Pulis? No, it's nothing personal. I was just unhappy that I didn't get to play, didn't get the chance to show what I'm capable of. And yeah, afterwards or during that time, I also worked very hard to keep fit, to maintain fit, to stay hungry, to show in training what I can do. At the end of the day, it's the coach's decision who plays and who doesn't. But yeah, I've learned to be consistent. I've learned to go through a bad time, and I think every phase, good or bad, at the end of the day helps you in some way if you take it the right way. Okay, can you give the microphone to the lady, please? Yeah. Ja, keine Ahnung, den ersten Teil habe ich nicht wirklich gut verstanden. Ich glaube, es ging darum, dass er da in der Nähe, ich weiß nicht, war er mal in West Brom ausgeliehen oder meinen die mit West Brom, dass er bei Arsenal war und sich da dann erst später nicht so durchgesetzt hat und was weiß ich, keine Ahnung, Leute. Späte Stunde, ich habe es nicht ganz verstanden. Die andere Sache war halt, ja, er hat's gesagt, man hat gute Phasen, schlechte Phasen. Am Ende entscheidet der Trainer und man lernt natürlich auch daraus und ja, so fasse ich es mal kurz und knapp zusammen. Jo. Hi. There's been a lot of interest, obviously, in whether Harry Kane will be available for this game here in this country. What's Ich kann ja auch mal Untertitel haben, vielleicht passiert da hier was auf Deutsch. he been like as a teammate and as somebody to play with on the pitch, and how important is it to get him out there tomorrow night? I can only praise him. A very good guy for the dressing room. I think about his football skills we don't need to talk. Great scorer, and yeah, he brings a certain leadership to the team, and for sure he's our main guy. So hopefully he can play tomorrow. Hopefully we can get him involved, and yeah, I think it's good to have him around. As I said, he da bist da was passiert. Komm, ich mach's aus. Brings himself into the team very well, and yeah, we're very happy to have him. Ja, eine weitere Lobeshymne auf Harry Kane, ja. Dass er wichtig ist für die Kabine und dass man über seine fußballerischen Qualitäten nicht zu reden braucht. etc. Okay, another question? No. Thanks for the moment. Thanks. Serge. We are right back with the coach. Thanks! Leute, Serge Gnabry, ganz sympathisch, oder? Vom Look her würde ich sagen, wenn er an der Seitenlinie neben Kompany stehen würde, wäre er auf jeden Fall der Robin von Batman, oder? Wir könnten gemeinsam an der Tür stehen. Nee, freut mich für Serge, dass er endlich mal ein bisschen performen kann und dass wir ihn auch mal im Interview gesehen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn schon mal da sitzen gesehen zu haben. Ich weiß, irgendwann mal mit dem Kimmich zusammen, glaube ich, aber das ist auch schon ewig her, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, auf jeden Fall ganz sympathischen Eindruck gemacht. Ja, zu seinen Take da mit, dass das ja öfter vorkommt in Spekulationen, habe ich alles gesagt. Und Leute, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder mit unserem Schiffcoach. Wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal.
Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.